Der zweite Lyman Moody hat von 1837 bis 1899 gelebt. Er ist in Northfield aufgewachsen, also in Amerika. Er ist in der unitarischen Gemeinde aufgewachsen. Die unitarische Gemeinde glaubt nicht, dass Jesus Gott ist und dass der Mensch der Rettung von der Sünde braucht. Der Moody ist 4 Jahre alt wo sein Vater gestorben ist. Sein Vater hat seine Mutter mit 9 Kindern zurückgelassen. Im Alter von 10 bis 17 Jahren ist der Moody 40 Kilometer entfernt auf einen Bauernhof verdingt worden. Dort hat er 7 Jahre lang nur Maismehl, Haferflocken und Milch essen dürfen. Ein älterer Mann hat dem Moody einen Pfennig gegeben und gesagt, Moody, vertrau dem Herr. Das war das erste Wort, wo einem Moody Hoffnung gegeben hat. Er hat angefangen, im Schuhladen von seinem Onkel in Boston zu arbeiten. Das war 300 Kilometer weit weg. Als er 18 Jahre alt war, ist er durch seinen Sonntagsschullehrer in der Mount Vernon Gemeinde gerettet worden. Der Sonntagsschullehrer hat erzählt, wie sehr Gott ihn liebt. Der Moody ist nach Chicago gezogen und hat sich den Plymouth-Brüdern angeschlossen. Er hat in der Gemeinde 6 Sitzplätze gemietet und sich damit beschäftigt, die Plätze zu füllen, indem er Menschen eingeladen hat. Als Sonntagsschullehrer ist er zuerst abgelehnt worden, weil seine Grammatikkenntnisse schlecht sind und weil er die Bibel zu wenig kennt hat. Nachdem ihn einige Diakone geschult haben, hat er bis zu 1500 Kinder in der Sonntagsschule gehabt. Aber der Moody hat nichts von Zahlen wissen, weil nur Gott retten kann. Er hat Gott geschworen, dass er jeden Tag über das Evangelium predigen will. Einmal am Abend hat er gemerkt, als er schon im Bett gelegen ist, dass er noch niemandem das Evangelium predigt hat. Er ist in den Regen rausgelaufen und hat zum Polizist gesagt, darf ich unter Ihrem Schirm stehen? Haben Sie einen Schirm, wenn Sie im Alltag stürmt? Er hat ihm das Evangelium predigt, aber er ist schließlich abgewiesen worden. Später ist der Polizist zum Moody gekommen und hat gesagt, ich brauche eine Rettung. Der Moody hat in Chicago eine Gemeinde und eine Bibelschule gegründet, aber er hat keine Sitzplätze an Reiche vermietet, weil er eine solche Klassifizierung nicht wollen hat. 1871 hat der Moody bei einem Grossbrand in Chicago alles verloren. Er hat gesagt, schlimmer als der Verlust von Materiellem ist es, wenn Seelen verloren gehen. 1865 ist er für 2 Jahre vom Spurgeon nach London eingeladen worden. Der Moody hat bis zu 100 Millionen Menschen das Evangelium predigt, weil Zeitungen seine Botschaften veröffentlicht haben. Er hat auch die Missionare wie der Hudson Taylor in China unterstützt. Vater